Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse. Heute diesmal zum 5. Bundesligaspieltag zu Hause gegen Werder Bremen. Standesgemäß 4:0. Bevor wir da ein bisschen ins Detail gehen, wie immer der Hinweis: hypen, liken, kommentieren, abonnieren. Ja, vielen lieben Dank, wenn ihr das tut. Damit unterstützt ihr einfach das, was ich hier so tue. Ja, kommen wir zum Spiel. Ich denke natürlich hochverdient. Bei 14:0 brauchen wir nicht über irgendwas diskutieren, denke ich. Wir hatten noch Chancen für mindestens 4 Tore mehr. Der Bremer Torhüter, Hut ab. Ja, wirklich Hut ab. Hat gerade gegen Harry Kane zweimal, auch gegen Jackson, auch wenn Jackson ein bisschen weggerutscht ist. Ansonsten noch zwei sehr, sehr starke Paraden heute gehabt. Ja, also Hut ab für diese Torwartleistung, gerade im 1 gegen 1. Sehr, sehr stark. Ja, das können wir mal vorwegnehmen. Ansonsten, ja, Anfangsphase. Ja, man hatte das Gefühl, so ein bisschen angezogene Handbremse. Ja, generell holt das ganze Spiel durch. Was aber auch völlig okay ist, wenn man die Champions League spielt. Wenn du das Spiel am Ende trotzdem so dominierst und 14:0 gewinnst, hast du alles richtig gemacht. Ich denke, da gibt es gar nichts zu diskutieren. War ein sehr gutes Spiel von unserer Seite. Auch Bremen hat mir eigentlich gefallen. Das war ordentlich teilweise bis ins letzte Drittel. Ja, dann war Bremen leider, haben sie die falschen Entscheidungen, was heißt leider, für uns gut, die falschen Entscheidungen getroffen. Aber es war jetzt nicht so, dass sie sich irgendwie kampflos ergeben hätten, auch wenn das Ergebnis und unsere Chancen, die wir noch mehr hatten, das vielleicht darlegt. Sie hatten auch mal eine gute Phase in der ersten Halbzeit, wo sie 10 Minuten ein bisschen präsenter waren. Aber ansonsten haben wir einfach mit Ballbesitz das Spiel an uns gerissen und haben überragenden Tom Bischof auf dem Feld gehabt, der das Spiel bestimmt hat, geleitet hat. Das war sehr, sehr stark. Kommen wir nochmal in der Einzelbewertung drauf zu sprechen. Ja, ansonsten hat unser Offensivspiel teilweise ein bisschen gelahmt, weil Michael heute nicht so gut drauf war. Ich denke, das war einer seiner durchschnittlichen Tage, was aber auch völlig legitim ist. Ja, dafür waren Diaz heute sehr, sehr stark über seine Seite. Hat geackert, gerackert wie eh und je. Hat aber auch sehr, sehr gute Entscheidungen offensiv getroffen. Hat mir sehr gut gefallen. Kommen wir aber auch noch in der Einzelbewertung dazu. Und ja, wenn es dann 2:0 steht und du gehst mit 2:0 in die Pause, ja, natürlich. Ich weiß auch gar nicht, warum hier Jonathan Tah als Torschütze steht, wild. Klar kann man darüber diskutieren, über den Schubser vor der Ecke. Ist für mich ein klares Offensivfoul. Da braucht man, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren. Jeder, der das irgendwie anders sieht, weiß ich nicht. Ja, da muss man die Vereinsbrille mal absetzen. Da hätte man sich nicht beschweren dürfen, wenn das gepfiffen worden wäre. Warum es nicht gepfiffen worden wurde, I don't know. Frag mich nicht. War ein klares Offensivfoul. Das Tor dann aus der Ecke, die da gefolgt ist, heraus, war dann vielleicht ein bisschen glücklich. Wie gesagt, bis dahin war es okay von Werder, bedingt aber auch dadurch, dass Harry Kane 2 Riesendinger hat liegen lassen oder der Bremer Torwart die einfach gut gehalten hat. Ja. Ist nicht so, dass wir gar keine Chancen hatten. Allerdings, das Tor hat uns dann natürlich in die Karten gespielt, das hat man auch gemerkt. Ja, dann war alles ein bisschen einfacher, denke ich. Und ja, den Elfmeter, das ist halt Harry Kane, Alter. Ja. Sagen wir, wie es ist. Der sieht, alles andere macht keinen Sinn. Es macht keinen Sinn, wenn ich jetzt versuche, da irgendwie dran vorbeizugehen oder sonst was. Also nimmt er den Ball so an, so dass der Gegenspieler eigentlich gar keine andere Wahl hat und den Ball halt nicht spielen kann und ihn in den Fuß haut, wenn er da hingeht. Das hat er getan. Und dann gibt es Elfmeter. Ja, und den hat Harry Kane mal wieder überragend sicher verwandelt. Ja, ich hatte erst ein bisschen Bedenken, weil Harry Kane bis dahin seinen Meister gefunden hatte heute auf dem Feld in dem Bremer Torwart, aber den Elfer hat er sich da nicht nehmen lassen. Ne? Zweite Halbzeit, ja, Bremen hat es dann nochmal
teilweise ein bisschen versucht, ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen naiv, ja, aber ja, es war dann naiv und dann haben sie halt den Raum gegeben. Also Bremen hatte dann so 5 Minuten so ein bisschen den Drücker, hat nochmal ein bisschen was versucht. Man hat gemerkt, Bremen wird jetzt nochmal ein bisschen offensiver. Und dann sehr, sehr stark von Diaz das Ding quergelegt. Harry schiebt ihn ein und dann war der Bums gelaufen. Ja. Danach haben wir nochmal ein bisschen durchgewechselt, beziehungsweise vorher schon. Und das war auch gut so und richtig so. Und mich persönlich freut es riesig, dass wir diese Rotation fahren. Ja, und man kann das jetzt einfach nur als Rotation abtun. Das werden wir die kommenden Wochen sehen. Aber ich fand es auch gut, dass die Spieler, die nicht so gut performt haben, in letzter Zeit dann halt einfach auch mal draußen waren. Ja, und ob das jetzt beim Kimmich bedingt war, dass er 2 Tage nicht trainiert hat angeblich oder nicht, ist mir wurscht. Es war richtig, dass er nicht gestartet ist. Ja, und es ist auch richtig, dass ein Pavlovic nicht gestartet ist, obwohl das gehupft wie getupft war. Auch ein Goretzka war in den letzten Spielen nicht so stark, aber heute war es ordentlich. Und von daher waren es die richtigen Entscheidungen. Auch mit den Auswechslungen gehe ich völlig d'accord. Ja, 100%. Und ja, bevor wir in die Benotung gehen, wie gesagt, zur zweiten Halbzeit geht es nicht mehr viel zu sagen. Wir haben das Ding dann nach Hause gespielt, haben nochmal ein bisschen Spielzeit verteilt, ein bisschen geschont. Völlig zu Recht. Hatten dann sogar noch 1, 2 Chancen. Ja, Wisdom Mike ganz, ganz, ganz abgebrüht da. Wenn er den Ball kriegt, er drauf. Da hast du gemerkt, der hat noch nicht diesen Kopf. So, bei Lennart Karl hat man gerade so ein bisschen das Gefühl, der hat ja auch die Riesenchance gehabt. Ja, hätte er da direkt abgezogen, dann wäre es wahrscheinlich drin gewesen. Man merkt bei ihm, der Druck ist da. Ja, also man merkt, ich muss liefern. Er denkt zu viel nach, meiner Meinung nach. Ja, das merkst du in den Aktionen. Was aber auch nicht schlimm ist. Ja, also alles gut. Er wird seine Chancen nutzen und ja, das gehört halt auch dazu, ne, dass man das lernt. Du bist beim FC Bayern und da geht es halt darum, dass du dann halt auch mit dem Druck klarkommen musst. Ja, so. Das muss er lernen, das wird er lernen, denke ich. Aber man hat, denke ich, gesehen, dass das ein bisschen in der Aktion zumindest, ja, hat ihn das ein bisschen gehemmt, habe ich so das Gefühl gehabt. Ich glaube, in einem seiner ersten Einsätze hätte er den Ball da angenommen, hätte den Haken geschlagen, hätte das Ding aufs Tor gezimmert und wäre gut gewesen. Ja. Und heute war er dann ein bisschen unschlüssig und dann, ja. Aber so ist es. Ja. Junger Spieler, alles gut, muss seine Erfahrungen machen, das wird er. Aber da bin ich ja schon in der Spielerbenotung. Wild. Gut, werfen wir erstmal einen Blick in die Statistiken rein. Die sollten eine klare Sprache sprechen, denke ich. Aktualisiere den Bums hier nochmal. Ballbesitz 60-40, Fouls 9-4. War ein sehr faires Spiel heute. Zweikampfquote 44,6 zu 55,4. Überrascht mich jetzt ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Hätte ich so nicht erwartet. Ich habe es eher so bei 50-50, wenn dann eher leichte Vorteile für uns gesehen, aber gut. Schüsse aufs Tor 13,2, Schüsse insgesamt 26,8, Ecken 7,6, angekommene Pässe 588 zu 360, Flanken 8,5. Schüsse insgesamt Kane 6. Ja, da sieht man schon, ja, und davon waren noch 2 wirklich, wirklich gut, ja, die der Goalie gut gehalten hat. Olisse 5, Diaz 3, Torschussvorlagen, Bischof 1, Diaz 1, Olisse 1, gewonnene Zweikämpfe, Leimer 6, Tar 4, Opa 4. Spiegelt auch die Benotung gleich schon mal wieder, so viel kann ich vorwegnehmen. Ballkontakte Opa 96, Bischof 95, Boe 86 gefolgt worden. Ja, wie immer schenken wir uns. Und damit gehen wir rein in die Benotung. Winnie bekommt von mir eine 1. Eine glatte 1. Ich habe nichts auszusetzen. Für mich, ja, Bischof aufgestellt, habe ich im Taktikfuchs auch gemacht. Ob jetzt ein Pavlo oder ein Leon daneben. Ansonsten 1:1 die Aufstellung, wie ich es auch aufgestellt habe. Ich finde es gut, dass man so angefangen hat und dann auch, wie ihr es getan habt, ab der 60. dann, beziehungsweise wo dann, müssen wir gleich mal genauer gucken, wann genau waren die Wechsel. Ich glaube, Aufstellung.
Vorm Tor sogar noch, ja. Aber gut, das waren noch die Sicherheitswechsel, die anderen kamen dann in der 70. Ja, wie gesagt, für mich klare Kiste. Ich finde es gut, dass rotiert wird endlich. Auch, dass ein Kimmich nicht mehr unantastbar ist. In dieser Mannschaft hat nämlich keiner unantastbar zu sein. Punkt. Ja. Und das strahlt ein Vinny diese Saison auf jeden Fall ein bisschen mehr aus, meiner Meinung nach. Und auch die Wechsel, die dann gekommen sind. Ich hoffe, er behält sich das bei. Ja, und nicht nur geschuldet der Club-WM jetzt. Weil das ist der richtige Weg, diese Spieler einfach alle mitzunehmen. Ja. Ich denke, das zeigen die Spieler ja auch. Ne? Und damit gehen wir rein in die Benodung. Manu war heute fehlerlos. Ich habe nicht einen wilden Ball gesehen. Ja, wir können über einen vielleicht streiten, aber den spielt er immer in die gefährliche Zone. Da ist aber auch jetzt irgendwie nichts draus passiert oder sowas. Ansonsten war es fußballerisch heute gut. Ich habe keinen überhasteten Ball irgendwie ins Ausgesehen oder sonst was. Die 2 Torschüsschen, die kamen. Den einen in die kurze Ecke, hat er gut pariert. Das andere war, ja, mehr eine Rückgabe. Das war völlig fein. Schwer zu benoten, wenn ein Torwart so wenig zu tun hat. Von meiner Seite eine 2,5, weil er fußballerisch so keine Fehler drin hatte. Gut, damit kommen wir zur Abwehrreihe. Heute angefangen bei Conny. Conny für mich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Wirklich ein gutes Spiel, nicht nur aufgrund des Tores, was er sich endlich mal verdient hat und endlich mal in dieser Posi war, wo er hingehört, meiner Meinung nach. Aber auch sonst, wobei man fairerweise sagen muss, dass natürlich ein Diaz auch sehr viel für den Conny mitgearbeitet hat, wenn Conny nicht auf der Linksverteidiger-Posi war. Ja, das war eine sehr, sehr starke linke Seite. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also, ich habe ja eh schon immer dafür plädiert seit Anfang der Saison, dass ein Conny Leimer eher auf die linke Seite geht, anstatt auf die rechte Seite. Und wenn ich das Zusammenspiel sehe von Conny Leimer und Diaz, 2, die so ackern und rackern auf der Seite, sehr, sehr gut. Conny Leimer von mir heute. Er kriegt eine 1. Er hat ein Tor gemacht als Linksverteidiger. Defensiv hat er sich nicht zu Schulden kommen lassen. War super aggressiv in den Zweikämpfen, hat sich reingebissen. Genauso wie Diaz über die Seite. Das war einfach stark. Ja. Punkt. Gut, damit kommen wir zu Tar, der hier als Torschütze gilt. Ich sehe ihn nicht als Torschütze. Ich sehe in Diaz da als Torschütze, auch wenn Diaz vielleicht nichts dafür konnte, sondern einfach nur da stand und angeschossen wurde. Ich weiß nicht, ob das Knie nochmal kurz gezuckt hat. So genau habe ich es nicht gesehen. Ändert aber nichts oder schmälert nicht seine Leistung. Ja, für mich Jonathan Tah im Zusammenspiel mit Upamecano. Beide Note 2. Ja. Tah war der Auffälligere in der ersten Halbzeit, hat da mehr weggearbeitet. Zweite Halbzeit war es umgekehrt, da war Opa ein bisschen mehr im Fokus, hat da sehr viel weggearbeitet. Beide super souverän, super stark. War auch egal, ob dann Boniface noch reinkam, der gar nicht zugegen war gegen die beiden. Haben in ihrer Abwehrreihe aber auch so gar nichts irgendwie aufkommen lassen, dass da irgendwas gefährlich wird. Das war stark. Ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch im Spielaufbau, dass sie immer zügig den Ball weitergeleitet haben, auch immer den Tom Bischof mit eingebunden haben. Das war, ja, hat mir sehr zugesagt heute, unsere beiden Innenverteidiger. Kommen wir zu Sascha Boe. Ich denke, eine 2. Ich war überlegen, eine 2,5, aber die Szene, die er gerettet hat im Laufduell, das war schon stark. Er hat vorne auch 1, 2 gute Laufwege gehabt, auch gute Bälle reingespielt. Ja, 1, 2 Sachen waren vielleicht nicht ganz rund, aber im Großen und Ganzen war es ein gutes Ding vom Sacher. Ja, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ich habe es gesagt, wir müssen dem Spieler halt einfach mal, ich meine, das ist jetzt gerade mal das zweite, ja, gib ihm mal 5, 6 Spiele und gib ihm mal das Vertrauen und dann können wir mal darüber reden. Ja.
So, ist er Bundesliga tauglich, ist er mehr tauglich oder ist er das nicht? Ja. Aber die hat er nie bekommen. Na, ich glaube, das meiste, was er mal hatte, waren irgendwie 3 oder 4 noch nicht mal Starteinsätze, aber Einsätze hintereinander, aber auch nie über die volle Zeit. Ja. Deswegen freut es mich, dass er gerade die Spielzeit kriegt. Notgedrungen natürlich, ja. Aber ich denke, man sieht, dass er es kann, zumindest auf Bundesliga-Niveau und dass er es rechtfertigt. Ja. Und ja, alles Weitere werden die kommenden Wochen zeigen. Ja. Er wird die kommenden 2 Spiele sehr wahrscheinlich spielen. Ansonsten wäre heute ein Guerrero wahrscheinlich als Linksverteidiger gekommen und ein Conny wäre auf die andere Seite gegangen oder ein Rafa wäre auf die rechte Abwehrseite gekommen. Hat er ja letzte Saison auch sehr gut gespielt bei uns. Aber man hat gesehen, er kam vorne. Also von daher denke ich, wir werden die kommenden 2 Spiele bis zur Länderspielpause jetzt auch noch Boe und Conny sehen. Also in der Außenverteidigung. Und ja, unsere Abwehrreihe war heute gut. Ja. Und damit kommen wir zum, ja, für mich schon besten Spieler bei uns heute auf dem Platz. Natürlich, wir haben Conny auch die 1 gegeben. Ja. Ist vielleicht ein bisschen zu viel Hype um Tom Bischof, kriegt von mir aber trotzdem die Note 1. War für mich ein überragendes Spiel von ihm. Ja. Einfach, wir haben endlich mal das gesehen, was wir seit Jahren nicht gesehen haben. Ja. Es hat teilweise ein bisschen an Thiago erinnert. Jetzt natürlich nicht von der Bewegung irgendwie, yo, ich nehme den Ball an, ich bin von 3 umgeben, tänzel die aus und spiele den Ball dann. Nein, einfach dieses schnelle Spiel in die Spitze, dieses schnelle Spiel nach vorne, gepaart mit auch einen ruhigen Aufbau, auch einen langen Ball zu spielen, aber auch dann damit gepaart, das Defensive nicht zu vernachlässigen. Ja, ich habe eine Szene gesehen, wo er ein bisschen hinten dran war, aber ansonsten war er auch immer in dem Raum zugegen, wo er hin musste. Ja, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und so hart sich das jetzt anhört, ich habe einen Kimmich nicht vermisst, ja, wo er nicht auf dem Feld war. Ganz im Gegenteil. Also Bischof, boah. Also das, was ich heute in Ansätzen gesehen habe, und wir dürfen nicht vergessen, das ist sein erster Startelf-Einsatz. Ja, Halleluja. Ja. Also wenn der in Konkurrenz zu Kimmich stehen sollte, da muss ein Kimmich sich warm anziehen. Das muss man mal so klar sagen. Ja. Also das war eine absolute Belebung unseres Aufbauspiels heute. Ja, wie viele Bälle ich gesehen habe, die gar nicht angenommen wurden, sondern direkt weitergeleitet wurden, aber steil. Ja, und die sind angekommen. Er hat eine Passquote von über 90% gehabt, irgendwie um die 80. Minute rum, von 84%. Und guckt euch da mal die Bälle an, die er gespielt hat. Das war nämlich nicht à la Kimmich oder à la Pavlovic, 85% quer und nach hinten, sondern das waren viele, viele Bälle, spitz, steil, ja, Flankenwechsel, super belebendes Element in der Zentrale, ja. Hat auch die Zentrale, aber sowas von wirklich die Zentrale gespielt. Ja, gerade erste Halbzeit, also da war kein Leon. Leon war ein halb rechts außen. Tom Bischof war der Mann in der Zentrale und er hat auch die Spiele angeleitet. Auch wo ein Kimmich dann auf dem Feld war, hat er trotzdem dirigiert. Was mir super gefallen hat, war die Abstimmung auch mit den Innenverteidigern, wenn er dann in einem defensiven Raum war, wie die Anweisung an die Innenverteidiger kam, ja. Also, ey, ich kann nur sagen, Hut ab, bitte mehr von Tom Bischof und bitte auch mehr von Tim Bischof auf dieser Posi. Ja, schieben Kimmich gerne einen nach vorne wegen mir, wenn man unbedingt am Kimmich festhalten will. Ich sehe diese Saison jetzt noch nicht die Leistung von Kimmich, dass man das unbedingt muss. Also ich bin gehypt, ich denke, man merkt's. Ja. Ein Spiel macht natürlich noch kein Regen, ein Tropfen macht noch keinen Regen, logisch. Ihr wisst, ich bin auch ein Freund davon, wenn Spieler konstante Leistungen bringen. Aber man hat das schon gesehen in den Spielen, wo er reinkam, die Ansätze, und das hat er heute gezeigt. Ja. Und er hat das über 90 Minuten gezeigt. Ja. Hat er dann nicht umsonst noch das Tor von Conny vorbereitet. Und genau das war einer dieser Pässe. Und das war ein Pass
unter Bedrängnis im 16er des Gegners und denen noch steil zu spielen. Ja, das macht ein Olisse auch stark, das macht ein Tom Bischoff auch, aber ein Tom Bischoff spielt die halt auch im Spielaufbau. Ja. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen und ist auf jeden Fall ein Faktor, den wir gegen stärkere Gegner auf jeden Fall gebrauchen können. Ja. Wie oft er halt auch dann mit diesen Bällen Räume geöffnet hat, das Pressing, wenn Bremen es denn mal versucht hat, ausgehebelt hat. Hut ab, Lobeshymne meinerseits auf Tim Bischoff, ja. Hätte ich nicht gedacht, dass er schon so weit ist. Ja, nochmal, die Kurzeinsätze, die wir gesehen haben, waren gut. Aber dass er schon so weit ist und das Spiel auch so bestimmt und das Heft des Handels so in die Hand nimmt und nicht ein Leon Goretzka, der natürlich der mehr Leader sein sollte, mehr Anführer sein sollte. Nee, das war Tom Bischoff. Ja. Das völlig zu Recht. Leon hat es trotzdem gut gemacht. Erste Halbzeit fand ich. War okay, ja. Note 3 von meiner Seite. Hat so die halbrechte Posi gespielt. Hat aber 1, 2 gute Bälle gespielt, war präsenter als sonst. Ja. Er war nicht unsichtbar. Es war nicht so, dass wir ein Mann weniger waren. Er war da. War auch mal auf einer tieferen Posi. Beide waren aber auch mal auf einer Höhe. Beide haben versucht, mit nach hinten zu arbeiten. Tom Bischoff natürlich auch der Bessere im Pressing. Das muss man auch mal sagen. Ja, das war auch stark, wie er das Pressing gestaltet hat. Aber gut, das ist auch ein bisschen unfair, das mit Leon zu vergleichen. Also Leon hat es für seine Verhältnisse gut gemacht. Das ist eine gute Leistung gewesen. Aber jetzt keine überragende, meiner Meinung nach. Von daher eine Note 3. Gut, dann kommen wir zum mal abgesehen von Heavy natürlich, zum besten Mann in der Offensive. Das ist Luis Diaz für mich heute. Bekommt von mir eine 1,5. Die 1,5 bekommt er, weil er hätte natürlich nochmal ein vernünftiges Tor machen können heute. Ja. Das war ihm nicht vergönnt, hat nochmal eine Riesenchance gehabt, die super knapp war, die sich aber auch selber da erarbeitet hat. Hätte natürlich auch das ein oder andere Mal vielleicht nochmal querlegen können, aber ein Außenstürmer muss auch irgendwann ein bisschen Egoismus zeigen, das war völlig fein. Hat das Ding super vorbereitet für Harry Kane, ja, bei der Ecke hat er natürlich Glück gehabt, vielleicht hat er noch gezuckt, vielleicht nicht, ich weiß es nicht genau. Ansonsten stand er da, wurde angeschossen oder angehackt von Jonathan Tah und das Ding war drinne. Aber er war zusammen mit Conny Leimer heute die linke Seite, war eine starke linke Seite. Ja. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, obwohl er offensiv so präsent war, Alter, wie er einfach mit nach hinten gearbeitet hat. Ich habe es schon gesagt, ja, wenn du Conny Leimer auf der Seite hast und Conny Leimer irgendwo im Mittelfeld rumpresst oder auch vorne am Rumpressen ist, da musst du als Außenbahnspieler diese Wege mitmachen. Das hat Luis Diaz überragend gemacht. Überragend. Ja, selbst in der 80. Minute hat er noch gebissen, obwohl er da nicht mehr ganz hinterher kam und dann war doch die 80. oder war kurz vor seiner Auswechslung. Genau, dann wurde er 84. ausgewechselt. Überragend. Überragend, diese Einstellung zu haben auf dieser Position. Also für mich starkes Ding heute. Gut, damit kommen wir zu Serge Gnabry. Gnabry war heute durchwachsen. Wenn ich ihn finde, bekommt ihr auch noch das Bild. Da ist er. Gnabry war heute durchwachsen. Kam schwer rein, aber wir waren generell in der Anfangsphase haben uns ein bisschen schwer getan in der Offensive. Umso länger es ging, umso besser wurde Gnabry. Hat dann ja auch noch ein, zwei sehr, sehr gute Schusschancen gehabt. Der Hype vorm Spiel war mir persönlich too much. Ja, von wegen, oh, Gnabry ist jetzt wieder Weltklasse und bla und Sülz. Dann wäre da heute oder hätte da ein bisschen mehr kommen müssen. Hat ein ordentliches Spiel gemacht, ja. Wie gesagt, hat ein bisschen Anlaufphase gebraucht. Danach war es okay. Ich überlege gerade 2,5 oder 3. Ich tue mich gerade ein bisschen schwer. Ich sehe, das Ding ist halt bei Maike, sehe ich es ähnlich. Ja. Ich gebe dem Serge heute eine 3. Punkt. Weil damit kommen wir gleich zum nächsten, zu Maike, und der kriegt heute nämlich auch die 3.
Ja, man muss auch mal eine klare Abstufung haben. Michael hat sich heute auch sehr, sehr schwer getan. Ja, hat natürlich seine 1, 2 Pässchen gespielt, die wie immer gut waren. Hat sich heute schwer getan. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass ein bisschen müde war, auch so ähm, die Arbeit nach hinten, wenn man das mit 'n Diaz vergleicht, wobei man sagen muss, über die Seite kam jetzt auch nicht so viel von Bremen. Also, es war jetzt nicht so, dass es schlecht war von Michael, hat sich aber schwer getan. Ja, ich glaube, das fasst es eigentlich gut zusammen. Bremen hat ihn ganz gut im Griff gehabt. Hat natürlich immer seine 2, 3 Aktionen, die hat er auch heute gehabt. Vielleicht ab und wann die kleine falsche Entscheidung getroffen, hast du halt solche Tage, ja. Hatten Diaz auch oft genug. Und das muss man ihm auch zugestehen. Das ist vielleicht so die einzige Sache, über die man vielleicht diskutieren kann, dass man hätte 'n Olisse auch ein bisschen eher runternehmen können, ne? Also, vielleicht direkt nach dem 3:0 hätte man reagieren können und hätten Lennart Kahl bringen können oder wegen mir auch schon in der 60., wo man die anderen Wechsel gezogen hat. Ähm, denke, man hat heute gesehen, dass Michael ein bisschen müde ist, ja. Dasselbe gilt übrigens für Serge, aber Serge ging ja dann auch ähm, als Erster runter. Den hat man ja nach 61 Minuten erlöst. Ich denke aber, da ist man auch ein bisschen vorsichtiger, weil einfach aus der Vergangenheit ein bisschen anfälliger. Aber für mich beide Note 3 und damit kommen wir zu Heavy. Ja, Heavy hat heute sein 100. Tor im 105. Spiel gemacht, so oder so um den Dreh. Wieder ein Doppelpack. Keine Ahnung, ich habe ihn wieder bei der Ecke, hat er heute hinten, war er zugegen, hat da den Ball geklärt. Ansonsten, was heute auffällig war, dass er heute nicht so oft den Sechser geben musste, weil einfach die Räume besser besetzt waren, ne? Und das nochmal ein kleines Lob für Tom. Ja, I don't know. Ich kann Heavy nur die 1 geben. Heavy hat 2 Tore gemacht, Leute, ja? Und den Elfer hat er sich selber erarbeitet. Man kann natürlich kritisch sagen, die 2 Riesenchancen, die er hatte, muss er machen. Auf der anderen Seite, ich habe sie noch bildlich vorm Auge, der Torwart hat einfach auch gut reagiert, ne? Einmal wollte er 'n rechts vorbei, da ist das Bein rausgezuckt. Beim anderen Mal wollte er wohl 'n Bingo schießen. Ja, trotzdem hat er 2 Hütten gemacht. Alter, über was reden wir, ja? Das war gut. Gut von Heavy, wie immer, sehr gut. Deswegen die Note 1. Ja, Heavy Kane ist in Topform, Leute. 5 Spiele, 10 Bundesligatore, also über was reden wir? Ja. Gut, kommen wir zu den Einwechselspielern. Ja, Rafa Guerreiro können wir auf jeden Fall noch benoten mit der 60. Minute. Hat sich sehr, sehr schwer getan. Sehr, sehr schwer ins Spiel reingekommen. Ich habe erst gedacht, Alter, Vollkatastrophe, komm, Note 5, Alter, da bist du gut mit bedient. Umso länger das Spiel ging, so ab der 75. war es viel, viel besser. Ja? Da war es viel, viel besser. Am Ende bleibt die 3,5. Wäre das Spiel vielleicht nochmal eine halbe Stunde länger gegangen, wäre er noch auf die 3 gekommen. Oder sogar auf die 2,5, dann war er auf jeden Fall präsent da vorne. Aber wenn wir alles zusammennehmen, ist eine 3,5, auch wenn er dann natürlich noch den Schuss hatte und so weiter vorne, keine Frage. Ich sage ja, umso länger das Spiel ging, umso besser kam er rein. Aber die erste Viertelstunde, 20 Minuten, Alter, war das Note 5. Ja, und damit wäre er noch gut bedient gewesen. Also denke ich, kann er mit der 3,5 zufrieden sein. Gut, kommen wir zu Kimmich. Boah, Kimmich kriegt dieselbe Note. Kimmich kann froh sein, dass es abseits war. Ja, ansonsten wäre es eine 5 gewesen. Das Tor von Bremen natürlich, was er verschuldet hatte, war aber nicht nur die Szene. Ansonsten wieder das Defensivverhalten. Ich meine, Tom Bischof hat dann schon abgesichert, ja, wenn Kimmich wieder vorne versucht hat zu pressen. Das Ding ist, Kimmich kann es nicht. Sorry. Ja. Ich weiß nicht, ich würd gerne mal eine Statistik sehen. Vielleicht gibt es ja jemanden, kann er mir ja am Montag im Stream, 18 Uhr live auf Twitch, vielleicht mal präsentieren. Vielleicht google ich auch mal, vielleicht finde ich da ja was zu. Mich würde mal interessieren, von wie viel Pressing-Versuchen
Kimmich vorne nur ansatzweise erfolgreich ist. Ja, also das sieht manchmal aus wie, als wäre er ein A-Jugendspieler, Alter, wie er da nach vorne rennt und er versucht zu pressen und wird einfach überspielt, wird einfach überlaufen und er kommt halt nicht hinterher. Ja, das Defensivverhalten ist eine Farce. Und das war heute schon auch wieder in ein, zwei Aktionen. Und er hat das Spiel, du hast es gleich wieder gemerkt, das Spiel war, wenn Kimmich dann wieder in dieser Aufbauposition war, es war wieder super lahmarschig. Ja, erst wo Kimmich dann ein bisschen weiter vorne war, Tom Bischof wieder mehr das Heft des Handelns in die Hand genommen hat, war es wieder besser. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, jo, Kimmich ist da, komm, Bischof nimmt sich erstmal so ein bisschen raus, 10 Minuten lang und guckt mal, was der Josh da so macht. Und dann hat Tom das Heft des Handelns wieder in die Hand genommen, weil er gemerkt hat, so, Junge, das ist jetzt nicht so yellow from the egg, war. Ich weiß nicht, was mit dem Josh los ist. Da ist auf jeden Fall eine Menge Luft nach oben. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ja, guckt euch die Ergebnisse an, wir liefern. Und wenn Kimmich dann dafür in der wichtigen Phase der Saison in Topform ist, ist das doch auch okay. Und ich denke, man hat gesehen heute, dass wir mit dem Tom auf jeden Fall eine Alternative haben. Zumindest wenn er diese Leistung, die er heute gezeigt hat, natürlich konstant bringen kann. Und natürlich dann auch gegen stärkere Gegner. Ne? Das werden wir sehen. Gut. Die nächsten 3 Spieler benoten wir nicht. Dafür war eine Viertelstunde Einsatz ein bisschen kurz, meiner Meinung nach. Ja, fangen wir an mit Nicholas Jackson. Der wirkte schon auf der Bank sehr angepisst, wo er mal eingeblendet war. Wirkte auf dem Platz angepisst. I don't know. Ich weiß nicht, was er erwartet hat. Dass er jetzt irgendwie in der Startelf steht oder sowas. Weiß ich nicht. Wobei man fairerweise sagen muss, er hätte natürlich eher kommen können. Ja, also nochmal, ein Michael Olise war heute nicht überragend und ich denke, er wird sich vielleicht ein bisschen geärgert haben, dass ein Guerrero vor ihm eingewechselt wurde für einen Gnabry, anstatt dass er für Gnabry kommt und er in die Spitze geht und Harry Kane hinter ihm. Wäre natürlich auch eine Option gewesen, aber auf der anderen Seite ist es auch gut. Ich meine, du hast Rafael Guerrero in deiner Mannschaft, ja, auch wenn er bisher wirklich schlecht performt hat diese Saison, ist es natürlich wichtig, wie ich schon sagte, dass wir müssen alle Spieler mitnehmen. Ja, und deswegen ist es fein, dass man da einen Rafa dann die Spielzeit gegeben hat. Und man hat es ja gesehen, nach 15, 20 Minuten ist es ja auch besser geworden beim Rafa, ja, auf dieser Posi. Jackson hat die riesen Chance gehabt, ja. Ich würde natürlich jetzt sagen, Alter, den muss er machen. Auf der anderen Seite, Harry Kane hat auch 2 so Riesendinger liegen lassen gegen diesen Goalie. Ja, also über was reden wir? Ja, ist natürlich noch weggerutscht, ein bisschen Pech gehabt. Abwarten. Ja, wie gesagt, ich weiß nicht, ob man Jackson da so den Gefallen getan hat, mit dem letzten Spiel ihn da von Anfang an reinzuwerfen. Ich glaube, das trübt sein Bild ein bisschen. Wir sollten ihm einfach mal ein bisschen Zeit geben. Ja. Ich denke mal so nach der Länderspielpause, ja, wenn er dann nochmal eine Woche, 2 bei uns ist, ich denke, dann können wir mal anfangen, Nicholas Jackson mal ein bisschen ernsthafter zu bewerten. Joa. Das ist, was ich dazu sagen kann. Ansonsten haben wir Lennart Karl, habe ich ja schon eigentlich alles zugesagt. Mein Eindruck ist gerade, er denkt ein bisschen zu viel nach. Ja, ich denke, er weiß natürlich auch, was die Stunde geschlagen hat. So, ja, er weiß auch, dass Musiala noch wiederkommt und ja, versuch mal dann irgendwie, du bist dann die Nummer 3. So, ja. Er denkt gerade ein bisschen viel nach, habe ich zumindest den Eindruck. Haben wir auch von Conny oder wer hat es gesagt gehabt, nach dem letzten Spiel, dass er sollte nicht so viel nachdenken, sondern einfach spielen. Ich glaube, das hätte ihn heute auch gut getan. Ich glaube, dann hätte er die Chance, diese Kontersituation hätte er besser ausgespielt oder hätte sie sogar selber genutzt. Aber Mai, habe ich schon gesagt. Ist ein junger Jaust. Er kommt jetzt in diese. Der Punkt ist weg, wo es hieß so, ja komm, alles gut, der ist mal dabei, ja. So wie es heute beim Wisdom Mike war, so, den hast du reingeschmissen, der ist gerade 17 geworden. Dem ist das alles noch scheißegal, ja. Der kommt da rein, der kriegt den Ball und schießt den Ball aufs Tor, so Punkt, ja. So hat Lennart Karl am Anfang auch agiert, das tut er jetzt nicht mehr, weil man merkt, ja, der Druck ist jetzt da, ja, er muss jetzt liefern.
So, entweder liefert er diese Saison, und ansonsten, wenn nicht, dann wird er den FC Bayern verlassen. So, dann wird er verliehen werden, sehr wahrscheinlich, was ja auch völlig fein ist. Vielleicht will er es gerade ein bisschen zu sehr erzwingen. Aber nochmal, das ist völlig normal, ja, dass er das Talent hat, so keine Frage. Und der Rest wird sich zeigen. Ja, er muss jetzt halt lernen, so damit umzugehen, diese Lockerheit trotzdem wiederzufinden. Er darf eigentlich keinen Druck haben. Ja, es ist nicht seine Aufgabe, irgendwelche, ich meine, es stand eh 3-0. Ja, also, aber er macht sich, glaube ich, selber so ein bisschen den Druck, so ich muss jetzt unbedingt was zeigen, um das hier irgendwie zu rechtfertigen, um mich hier irgendwie festzubeißen oder so. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja, kommt so ein bisschen so rüber, wenn man sein Spiel sieht. Ansonsten kann man ihm nichts vorwerfen. Ja. Der ackert, der rackert nach vorne, nach hinten. Ja, gewisse Lockerheit. Aber die wird er wiederfinden. Gut, von Wisdom Mike habe ich leider kein Foto. Vielleicht kommt er jetzt öfter. Ich werde gucken. Ich gucke mal eben nebenbei. Also bei der ersten Mannschaft ist es nicht drin, aber vielleicht ist es bei der zweiten Mannschaft drin von ihm oder haben sie ihn mittlerweile reingenommen hier. Nee, da ist er nämlich nicht. Natürlich ein bisschen schade. Ich gucke mal, zweite Mannschaft, das ist Frauenmannschaft. Ja, da habe ich halt, da haben wir halt noch kein Bild von, aber ich sehe gerade hier, wir haben auch U19, U17, also irgendwo werde ich schon ein Bild von ihm finden. Und dann nehme ich ihn fürs nächste Mal mit rein. Ja, ich denke, man hat es gesehen. So, das war diese Unbekümmertheit, von der ich gesprochen habe, die so Lennart Kahl vielleicht gerade so ein bisschen abgeht. Ist halt reingekommen mit seinen 17 Jahren und ja, war gleich präsent, und wenn er 'n Ball gekriegt hat, hat er aufs Tor geschossen. Ja, also hat sich reingeworfen, unbekümmert, genauso das, was du machen musst als junger Spieler. Das waren nur ein paar Minütchen, aber ich denke, er hat auf jeden Fall ein bisschen Eindruck hinterlassen, ja, und hat gezeigt: „Oh, den kannst du mal reinwerfen.“ So, und das ist doch schön, ja. Und ja, ansonsten gibt es gerade nichts zu meckern bei uns. Ja, es läuft, wir sind im Flow. Wir haben den Flow aufrechterhalten, auch wenn wir gefühlt nicht von Anfang an volle Pulle gegangen sind, was auch völlig legitim ist, ja. Nochmal, wir müssen auch immer ein bisschen schauen. Und es ist schön, dass wir endlich ruhig durchrotieren. Ja, das ist schön und wichtig. Ähm, und ich bin gespannt, wer in der Champions League auflaufen wird. Ja. Und in diesem Sinne, Leute, wünsche ich euch ein super schönes Wochenende. Rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier. Haut rein, bis dann. Tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.